Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Da guckt, meine, was weiß ich, Ninja Turtles Switch Revenge ist da. Und da steht, do not modify darts or blaster. Ja. Aber das kam halt in Serie nicht so gut. Also, haben wir modifiziert. Den haben wir auch modifiziert. Ihr habt da Isolierklebeband noch gemacht zur besseren Unterscheidung. Also, das heftigste Modifikationen geht hier vor. Also, den wollen wir nächstes Jahr machen. Da werden wir dieselbe Modifikationen wie hier nochmal machen. Und das wollte ich dann vielleicht nochmal koordinierter machen. Mal gucken, ob man das irgendwie mehr so wie ein Auto hinkriegt. Das ist dann mal Versuch. Und bei dem habe ich euch dieses Jahr zum Neujahr versprochen. Das ist einer oder zwei Sachen, die noch fehlen. Ne, einer oder drei Sachen, die noch fehlen aktuell. Also die halbautomatische Riken ist noch nicht ganz so. Mein Willionator muss noch angemalt werden und das da noch. Da brauchen wir eine andere Front und das habe ich gedacht, das da unten vielleicht auch noch. Hab da was vorbereitet. Ich hab da einen Haufen 3D-Druck, die da wie ich am Hammers Weihnachten schon angekündigt habe. Da machen wir da ein bisschen was. Und die Front, ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Und ich habe gedacht, das setzen wir da vorne was an. Das war der erste Prototyp. Haben wir da festgestellt, okay, da passt so einiges noch nicht. Habe den zweiten Prototyp ergänzt. Der ist immer der Druck abgebrochen. Das hat aber gereicht, um das zu testen, um rauszufinden, dass ich wieder einen Fehler gemacht habe. Dass ich da die seitlich, dass das ein bisschen Backen macht, nicht mit einbezogen habe. Seht ihr, das coole Stützstruktur. Die soll, glaube ich, stabiler sein. Ja, aber dritter Prototyp gemacht. Hat das schon so halbwegs passt, aber der Abstand noch nicht ganz und alles. Und so, einfach, dass ihr mal den Prozess auch versteht, wie ich das so mache. Ich meine, ich mache da Fotos davon, von der Seite, von dort drauf und dort drauf und das versuche ich von dem Maße anzupassen. 3D-Scanner habe ich noch nicht. Das steht noch auf der Wunschliste. Also Weihnachtsmann, wenn du zuhörst. Oh Gott, ich habe auch keinen Kamin. Aber ich stelle da Kekse neben der Gasheizung. Oder was weiß ich, was da ist. Aber wenn der da durchpasst. Und das war dann der vierte Prototyp. Da hat es das hinter ein bisschen. Da ist der Deutsche mit dabei. Das ist halt, das habe ich stehen gedruckt. Das ist halt hier recht schwache Geschichte. Muss überlegen, ob man da nicht oben noch ein bisschen was hinmachen kann, dass es einfach stabiler wird an der Stelle. Dass das nicht so leicht bricht oder dann irgendwas hinkriegt, so designmäßig. Weil das Stehendrucken ist halt schon die effizientere Variante. Und gut, das ist halt auch eine enge Geschichte. Also. Uiuiui. Ja. Auf jeden Fall seht ihr da passt das Spaltmaß noch nicht ganz. Und ich glaube, die Aussparung habe ich noch nicht richtig gewählt. Habe ich dann nochmal einen Prototyp gemacht. Ist auch wieder abgebrochen. Oder passt das jetzt richtig gut? Also der hat passt, aber ist halt abgebrochen. Deswegen, das da, das ist abgebrochen. Also versteht, was ich meine. Deswegen habe ich das dann so druckt. Oder wenn das Bett jetzt da unten ist, ist halt noch, das sieht dann schon gut aus. Ist halt eine Haufen Stützstruktur dann. Und das hat es mir seitlich ein bisschen aufgenäht. Aber da habe ich gedacht, jetzt drucke ich das vorher nicht nochmal. Jetzt kleben wir das zusammen. Und lass es gut sein, mal vorerst halt mal. Was seht ihr? Das ist dann die Front. Da habe ich glaube, das Löchlein nochmal anpasst. Das habe ich da recht groß gemacht, dass das Pfeil nicht hängen bleibt. Ach, das habe ich da von da nach da habe ich das Löchlein auch nochmal. Ja. Und von da nach da habe ich auch nochmal das Löchlein iteriert. Ja. Ein bisschen geschlampert der Vergangenheitsblastingenieur. Was ich noch überlege bin, ob ich das nicht in 2/11 teile und dann druck. Und dass man das an das Gehäuse anklebt. Und dann muss man die Schraube halt rauslassen. Weil ihr seht, was für eine Veränderung das ist. Also, schaut euch. Den Gruß können wir ins Archiv Plastik verpacken. Ihr seht da den Unterschied. Das ist halt schon. Ich meine, der Ninja Turtles Aufdruck fällt mir jetzt nicht arg. Da könnte man schon, wenn man das da splittet,
könnte man schon hergehen und gucken, dass man das da nachklebt und das sauber miteinander verbindet, dass das dann quasi eine Einheit wird. Da das da ein bisschen. Aber mir graut's noch davor, weil das macht halt recht viel Staub, das ganze Abschleifen und sowas. Also das ist dann mal was, muss ich überlegen, ob ich das zum jetzigen Zeitpunkt abbilden kann oder ob ich das einfach so angucken müsste und gut ist. Ich mein, ich habe da noch nicht die richtige Werkstatt dafür. Also alles, was Staub macht, mag ich noch nicht so sehr. Weil, ja, es ist einfach noch nicht ideal, alles. Aber ihr kriegt die Idee, wie das. Er hat noch versucht, einen Lauf hinzumachen, aber das sieht ein bisschen. Der Lauf müsste eigentlich hier sein, dass es cool aussehen würde. Aber das ist halt. Der ist halt dann nachher da unten. Das ist nicht so. Das ist nicht so cool. Und was ich dann noch gemacht habe, haben wir gedacht, dann machen wir da unten noch was noch. Der erste Prototyp, der war jetzt ja schon recht gut dran. Da war ich optimistisch. Hab gleich die Gegenseite dazu gemacht. Na, das Gott halt noch nicht. Also, seht, das hat von der Aussparung nicht ganz passt und von dem Maße. Ja, der zweite. Ah, da hat es jetzt wenig reingepasst, aber da seht ihr, da ist ein bisschen arg viel Luft. Da passt jetzt viel rein. Dann dritte. Was seht ihr, da ist das schon alles schon besser. Dann bei vierte. Da habe ich es dann wieder beide aber nacheinander halt. Seht ihr, das passt jetzt geschmeidig rein. Da passt das drauf. Bin am Überlegen, wie man das festmacht. Ob mit Schraube oder. Ich würde sagen, für heute mal. Hoffen wir mal, dass das mit doppelseitigem Klebeband halt. Dann machen wir da. Streufele nach. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist auch ein bisschen schneller Gott. Ja, wenn sie es den ab. So, dale. So, dale. Und da nein. Boah. Darum, das darf ruhig. Das sieht man nachher hoffentlich nicht. So, dale. Dann hält das hoffentlich. Das sieht man von außen nicht. Ne. Weil, wenn man da keine Schraube hat, wäre das auch gut. Man kann es auch festkleben und dann ist das halt da. Aber ich mag die Dinge gerne so, dass ich es noch verändern kann, wenn es mir irgendwann mal nicht mehr gefällt. Dass man da kein neues Blasterle kaufen muss, nur um euch irgendwann mal was anderes zu zeigen. Ich glaube, so war es geschickter mit der Schutzfolie. Zuerst hinkleben, dann die Folie abziehen. Ja, das ist natürlich. Ei. Da will man geschwind was machen. Ich immer. Aber das Prinzip kennt ihr ja schon, dass die Videos immer doppelt und dreimal so lang warten, wie ich es eigentlich erwarte. Das ist wie die 10 Minuten Videos, habe ich jetzt mal endgültig aufgegeben. Aber ich glaube das. Keine Ahnung. Habe ich halt gedacht, man denkt halt immer, das geht immer kurz, das macht man mal schnell. Ja. Damit bin ich schon recht zufrieden. Und das kann jetzt auch da dranbleiben, weil wenn man das aufmacht, das stört nicht. Oder, ja gut, dann müssen wir. Ja, das finden wir dann mal raus, ob das stört beim Aufmachen. Das können wir bei dem rausfinden. Ah ja, das ist schon mächtiges Blästerle jetzt. Ja, aber die Optik lässt sich noch breiter. Aber Abala. Oh, magst du nicht raus, du Pfeile? Jetzt alle. Oder wir lackieren das irgendwann mal noch schwarz. Also die können wir auch. Brauchen wir auch nicht mehr. Bin
schon mal überlegen, ob man das farblich irgendwie anders gestaltet. Naja, dann müsste ich das hier in der Richtung teilen und das vorne Eudol, weil das habe ich ja 2 aufgeteilt, einfach, dass es, ja, das war meine Idee, dass es von der, und dann hat man halt die Naht hier, also irgendwie, und dort muss man halt sterben, so in etwa. Aber jetzt gucken wir mal, wie wir das so hinkriegen. Auf jeden Fall, wieder ein Projekt für das Jahr erledigt. 2 fehlen noch. So, schön anlegen, dass ihr ein schönes Bild zum Schluss habt. So dieses vorher, nachher. Wenn ihr sehen wollt, wie das modifiziert worden ist, Videos findet ihr natürlich da unten in der Beschreibung und alles. Und wenn ihr dann schon da seid, Abo da lassen, Daumen nach oben drücken, das hilft bei meiner Motivation auf jeden Fall. Ob es ein Algorithmus hilft, okay, keine Ahnung. Aber wenn ihr seht, lasst einen Kommentar da oder das sehe. Alles andere, lasst einen Kommentar da. Und das sehe ich mir freuen und dann guckt euch das an, wie ich das bastelt habe. Oder sehe ich noch was da. Das hätte ich noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Luft. Das sehe ich jetzt gerade aus dem Winkel, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das könnte man noch ein bisschen, ja, schön umschmeicheln, dass es sauber aussieht. Aber ja, kommen wir, besser mal kann man es immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.